Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Taktikfuchs-Ausgabe. Ja Leute, wir gehen rein. Wie wäre meine Aufstellung gegen Bayern und für Leverkusen? Ja, Neuer ist natürlich fraglich. Werden wir sehen, ob Neuer spielen wird oder nicht. Machen wir einen Tacken kleiner als Ausschnitte. Ja, ansonsten spielt natürlich Ulle. Weil Peretz ist natürlich verletzt und wird wahrscheinlich auch eh nicht spielen. Ja, bin sehr gespannt, ob es bei Neuer reichen wird oder nicht. Ja. In Verteidigung, sage ich euch ganz ehrlich, würde ich bei der bleiben, die sich jetzt eingespielt hat. Ja. In irgendeinem Spiel, was jetzt nicht gegen so einen starken Gegner wäre, würde ich sagen, ja, schmeißen Opa ruhig rein. Oder auch Minjay, der ja im Saft stehen sollte. Aber mir hat Eric Dyer sehr gut gefallen. Und ja, von daher würde ich die Kombo mal so stehen lassen. Stand stabil, haben wenig Fehler gemacht. Ja, dass es so kommen wird, gehe ich nicht von aus. Ich gehe davon aus, dass, ja, wenn es ganz krass läuft, Minjay und Opa spielen werden. Bin gespannt. Aber das wäre meine Aufstellung. Ja, damit es natürlich wild. Man kann natürlich, oder was natürlich auch eine Option ist, über die Tuchel sehr wahrscheinlich nachdenkt, ist Mazraoui über links zu bringen und Bouillet über rechts. Ja, ich würde einen Bouillet auf jeden Fall bringen. Sofern er schon so weit integriert ist, aber jetzt nach einer weiteren Woche im Mannschaftstraining und so weiter. Ich glaube einfach, dass die Art und Weise gerade gegen Leverkusen uns gut tun wird, obwohl es ein Mazraoui auch echt gut gemacht hat. Und wenn er es hinkriegen würde, würde ich ihn überdings bringen. Ja, für den Davis. Ansonsten natürlich ein Guerrero, keine Frage. Aber wenn er sich dazu traut, auch links zu spielen, überlege ich gerade, hat er nicht sogar schon mal links gespielt bei uns in der Innenverteidigung? Ja. Ich glaube, er hat auch schon mal ein Spiel links gemacht, bin mir nicht sicher. Ja. Weil er hat es auch gut gemacht. Ja. Die Frage ist, wie weit die Kraft reicht, aber ich denke, Tuchel wird aufstellen, Guerrero links, Mazraoui rechts und wird ein Bouillet dann wahrscheinlich später bringen. Das ist so. Aber ich würde es so machen. Mitte geht natürlich nichts über den Pavlovic, da brauchen wir nicht drüber reden, war ja mit immer der wichtigste Mann die letzten Spiele. Und ich würde mit dem Goretzka anfangen. Warum? Weil dieses Wechselspiel ganz gut geklappt hat im letzten Spiel. Ich werde sie jetzt auch immer nebeneinander stellen, weil wir spielen ja mit einer Doppel-6. Nein, wir stellen sie natürlich so ein bisschen. Ja, Goretzka war jetzt nicht irgendwie super schlecht, war vor allen Dingen defensiv stark. Nach vorne hin fehlt eben ein bisschen. Ja, dass wir jetzt super viel Ballbesitz haben werden gegen Leverkusen und die super aktive Mannschaft sind und irgendwie 65% Ballbesitz haben werden, glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, wir werden defensiv genug zu tun haben und gegen den Ball. Und da sehe ich einen Goretzka auch stärker wie einen Kimmich. Ja, sage ich euch ganz ehrlich. Ansonsten kannst du den Kimmich von der Bank bringen. Ja. Ja. Wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Ich bin gespannt, ob Tuchel die Eier haben wird, um Pavlovic und Kimmich aufzustellen. Dass dann Kimmich draußen lässt, glaube ich persönlich nicht. Oder ob es wieder Standardaufstellung Kimmich-Goretzka werden wird. Ich bin sehr gespannt. Ja, dann kommen wir zu vorne. Für mich wäre Müller gesetzt auf der 10. Punkt. Müller hat mich voll überzeugt im letzten Spiel, gerade das Direktspiel. Ich denke, auch gegen Leverkusen könnte das wichtig werden. Dass er die Chance bekommt, glaube ich persönlich nicht. Ich denke, Tuchel wird das eher so sehen, dass wir weniger Ballbesitz haben, nicht irgendwelche Lücken finden müssen. Und von daher wird er auf schnelle Außen setzen mit Musiala in der Mitte. Musiala wäre bei mir auf der Bank. Wäre dann natürlich die erste Alternative
Wo finden wir ihn? Für Müller. Ich will mit Müller erstmal starten. Keine Ahnung, sollte es wirklich so sein, dass wir absolut null Ballbesitz haben und so weiter, aber ich denke auch Müller ist nochmal ein bisschen mehr ein Laufwunder, arbeitstechnisch auf der 10, wie es Musiala ist. Aber auch nur meine Meinung. Ja, ansonsten Harry Kane stellt sich hier natürlich wie immer von alleine auf. Unsere Lebensversicherung. Ja, in diesem Spiel wird es sehr viel auf Sané ankommen, weil ich persönlich davon ausgehe, dass wir ein bisschen tiefer stehen werden. Müller kann da auch sehr gute Bälle spielen, hat er schon oft genug gezeigt. Von daher wird viel auf unsere beiden schnellen Außen drauf ankommen. Ja, was für mich Sané und ja, dann wird's halt wild. Na, ich kann halt den Zaragoza 0 einschätzen. Absolut 0. Von daher würde ich mit dem Tell anfangen, wenn ich ihn dann finde. Ansonsten könnte man natürlich auch einen Sané auf links stellen und einen Zaragoza auf rechts. Von daher mache ich einen Zaragoza mal hier rein. Ich kann zu dem Spieler leider gar nichts sagen. Hätte ich halt im Training irgendwie was sehen müssen, dass ich ihn ein bisschen einschätzen kann, dann hätte man natürlich auch einen Zaragoza für einen Tell bringen können. Aber ansonsten würde ich den Tell, ich traue ihm das zu, ja, dass der Knoten endlich platzt. Und wir brauchen Speed, wenn wir schnell umschalten wollen. Harry Kane ist das nicht, Thomas Müller ist das auch nicht. Ein Goretzka ist das auch nicht so wirklich, genauso wie es ein Kimmich nicht wäre. Es wird sehr viel auf den Sané und auf die anderen Außen, denke ich. Davon wird viel abhängen. Harry Kane kann die Spieler super einsetzen, Müller kann das super. Ja, sehr wahrscheinlich wird Tuchel Müller nicht bringen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dass er wirklich Musiala bringt, weil Musiala hat natürlich eine Qualität mit dem Ball, ja, gerade auch mit dem schnellen Umschalten. Ja, das sehe ich. Das fühle ich auch. Ich würde trotzdem erstmal Müller den Vorzug geben. Ja, aus besagten Gründen, wie ich sie schon gesagt habe. Dass er einfach ein bisschen mehr mitarbeitet und auch ein bisschen mehr das Pressing koordiniert, wo wir mit Tuchel zugehört haben in der PK, werden wir sehr wahrscheinlich kein Pressing spielen, weil wir uns das nicht zutrauen werden. Deswegen, ich persönlich gehe davon aus, also das wäre meine Aufstellung, ja. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir defensiver stehen werden und mehr Wert aufs Umschaltspiel legen werden. Und dann wird natürlich ein Musiala auf der 10 spielen, ein Sané auf Außen und ich denke ein Tell oder ein Zaragoza. Also alles andere würde mich überraschen, weil Harry Kane nochmal ist jetzt nicht der Schnellste, kann aber die Kontersituation sehr gut einleiten, hat er schon sehr oft gezeigt. Und ja, ich gehe davon aus, dass ein Kimmich spielt. Da wird kein Weg dran vorbeigehen. Die Frage ist, ob er für Pavlovic spielt oder für Goretzka. Ich denke für Pavlovic. Alles andere wird mich überraschen und ich denke auch die Innenverteidigung wird sehr wahrscheinlich komplett anders sein. Aber lassen wir uns mal überraschen, vielleicht. Wir haben auf jeden Fall Alternativen. Ja, wir haben jetzt in der Defensive mehr Alternativen wie in der Offensive. Ja, ist ja auch wild. Also von daher, wie immer, haut mir gerne eure Aufstellung rein in die Kommentare, gerne euer Tipp. Ja, da ich nicht gegen unsere Mannschaft tippe, habe ich 2-2 getippt, habe ich in der Pressekonferenz schon gesagt. Ich rechne nicht mit dem Sieg. Es würde mich super wahnsinnig freuen, vor allen Dingen, wenn wir endlich mal ein gutes Spiel machen würden über 90 Minuten. Wenn wir das Spiel gewinnen, natürlich freue ich mich. Rechnen tue ich damit nicht. Ja. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot.
ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.